So, jetzt habe ich mal eine Frage an alle Kinder. Alle Kinder, ihr dürft mal kurz zu mir kommen, alle mal ein bisschen vorkommen, genau, dass wir uns ein bisschen kennenlernen. So, wer von euch hat denn ein Haustier zu Hause? Alle mal Hand hoch, wer hat ein Haustier zu Hause? Du hast ein Haustier? Was hast du für ein Haustier? Kannst du das mal laut ins Mikro sagen? 2 Katzen. Er hat 2 Katzen daheim. Was hast du? Ein Meerschweinchen. Wie heißt das? Komm mal schnell zu mir her. Wie heißt das Meerschweinchen? Brownie. Saudi. Ach, Brownie. Saudi verstanden. Ein Meerschweinchen, ja, es kann ja sein, dass ein Meerschweinchen die Saudi heißt. Genau. Das ist ja ein kleines Schwein, Saulchen, genau. So, wer von euch hat noch ein... Du hast einen... Was hast du denn? Und ein Hund. Wie alt ist der Hund? Wie heißt der Hund? Ja. Bella. Die oder der Bella? Die. Bella ist ja ein Frauenname, genau. Und du, was hast du für einen Hund? Ein Hund. Was kein Hund, was hast du? 2 Hasen. 2 Hasen. Ich habe übrigens auch 2 Hasen, die stehen da drüben links. Das ist meine Tochter und meine Frau. Genau. Genau, das ist übrigens unser Standel. Also wir machen es so, dass wir heute Nacht dann auch Autogramme geben und ihr könnt dann, wenn ihr Lust habt, bei den Mädels eine CD kaufen oder so, aber das machen wir dann nachher. Genau. Gut, hat irgendeiner von euch vielleicht ein außergewöhnliches Haustier zu Hause? Also nicht ein Hund oder eine Katze, sondern ganz was Spezielles, so vielleicht eine Schlange oder... Du hast eins? Nein, brauchst du nichts sagen, oder? Also ich habe zum Beispiel eine Spinne zu Hause. Die Spinne heißt Olga. Die ist im Keller, die ist so groß, aber die versteckt sie meistens. Genau. Aber wir haben noch zwei andere Viecher zu Hause, weil wir wohnen ja alle zusammen in einer großen WG. Der Lucky und der Kili und ich. Und da haben wir zwei Haustiere, die heißen Mimi und Chico. Und die sind ein Hund und eine Katze. Der Hund, der gehört der Lucky. Und der Hund, der heißt Chico, der ist so groß und so dick. Genau. Und die Mimi, das ist eine Katze, die gehört ihm. Das ist der Kili und der Kili hat die Katze und die heißt Mimi. Die Mimi ist total kreislig. Die ist ganz dürr und hat kein Fell und ist total kreislig. Schaut eher aus wie ein Ratz. Ja, aber er liebt sie. Genau. Und von diesen zwei Viechern erzählen wir jetzt einmal ein bisschen, was wir so mit den Viechern erleben. Aber erst muss ich noch kurz einen Stimmungstest machen. Wo sind die Mädels? Ja, das war schon nicht schlecht. Das war vorher ein bisschen lauter. Wo sind die Mädels? Wo sind die Burschen? Ah, sehr gut. Genau, mach's mal vor. Ah, so genau, so ein bisschen aus dem Bauch raus. Wunderbar. Also, die Story von Mimi und Chico. Servus. Genau. Muss ich bloß warten, bis wir wieder im Turn sind, genau. Okay. Bei uns daheim geht's oft ganz rund. Wir haben eine Katz und auch einen Hund. Die Mimi und der dicke Chico schaut mich oft mit diesem Blicko. Der Chico ist eine faule Socke und steht nur auf, wenn ich ihn locke. Mit Trockenfutter und mit Sherpy, da wird der Chico extrem happy. Ja, und die Mimi ist ganz speziell. Sie ist mager und hat kein Fell, so richtig kreislig. Aber die Katz, schau die aus wie ein Ratz. Sie mag kein Fleisch und auch kein Fisch. Am meisten schlaft sie unterm Tisch und steht sie auf, dann ist gleich weg. Wenn sie heimkommt, ist sterben's voll drin. Der Chico hat die gleiche Sucht, den hab ich so oft schon verflucht. Kaum ist er gewaschen und schamponiert, gleich zur Haustür rausspaziert. Er sucht sich gern im Schlamm und Dreck, denn er friert nicht, hat ja nur Speck. Kommt er dann doch mal wieder rein, stinkt er leider wie ein Schwein. Ja, und die Mimi hat auch schönes Leben.
Also eine Katz, dort Feuer leben, den ganzen Tag ist unterwegs. Langweilig wird ihr keineswegs. Sie möchte gern Aufmerksamkeit und das zu jeder Tageszeit und bringt uns dann in unser Haus ein Geschenk, eine tote Maus. Ja, 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 das ist unser Katz. Kreis mit wie ein Ratz. Chico, 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 so ist unser Hund. Da bist ein dick, aber gesund. Wunderbar, das waren jetzt mal die ersten 2 Strophen von Mimi und Chico. Jetzt muss ich aber was fragen, und zwar, wer da herin kann denn mehrere Sprachen sprechen von den Kindern? Wer kann denn mehrere Sprachen sprechen? Also, was kannst denn du? Bayerisch. Das ist super. Das ist super. Ich habe gefragt, wer mehrere Sprachen kann. Das ist Bayerisch, das ist super. Genau, wir sprechen ja, in München sprechen wir Deutsch, Hochdeutsch und Bayerisch. Es ist auch ganz wichtig, dass der Dialekt nicht ausspricht. Was spricht ihr? Kommt's einmal zu mir vor. Wie heißt du? Maximilian. Der Maxi. Und was sprichst du? Spanisch und ein bisschen Englisch und Deutsch. Kannst du mal auf Spanisch Grüß Gott, liebe Leute sagen? Hola, mis, weiß ich nicht. Applaus für Maxi. Genau. Was kannst du? Wie heißt du? Niklas. Niklas. Und was sprichst du für Sprachen? Deutsch, Spanisch, Englisch. Du sprichst auch Spanisch. Ja, ehrlich. Sag einmal auf Englisch Servus benannt oder Hallo zusammen. Hello. 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 Wunderbar. Eine Frage an die Kinder. Gibt es irgendwen vielleicht... Ah, du sprichst auch noch eine andere Sprache. Was sprichst denn du? Französisch. Ehrlich? Wahnsinn. Und Französisch, Deutsch und Bayerisch, oder? Kannst du auf Französisch mal kurz mal sagen zu den Kindern vielleicht? Servus Kinder oder wie geht's euch oder so? Bonjour. Ah, bonjour. Comment ça va, comment stai, oder? Nein, das ist Italienisch. Gibt's irgendwen von den Kindern, der vielleicht Russisch spricht? Gibt's irgendein Kind, das Russisch spricht? Kein Kind, das Russisch spricht? Ah, weil ich bräuchte jetzt ein Kind, das Russisch spricht. Oder so ähnlich, irgendwas so Ähnliches, so irgendeine slawische Sprache vielleicht, Kroatisch oder so. Keiner? Gibt es irgendein Kind, das vielleicht aus Russland oder aus der Ukraine oder irgendwo aus der Richtung kommt? Nicht? Macht auch nichts. Weil die nächste Strophe, die wir jetzt singen, die wird nämlich, da geht es dann ein bisschen so um das. Erst einmal erzähle ich euch, was die Viecher im Haus so machen, und dann wird es ein bisschen... sag aber ein bisschen slawisch, und da bräuchte ich dann ein Kind. Wir hätten dann vielleicht Lust, einmal auf die Bühne zu mir zu kommen und ein bisschen Sport zu machen. Ja, vielleicht du? Nicht? Könnt ihr euch ja noch überlegen, das machen wir jetzt dann nicht, okay? Gut, jetzt singe ich euch erst einmal die 3. Strophe vor. Und zwar geht die so. Da geht es um Folgendes, wie es im Haus so geht. In unserem Haus gibt's viele Ecken, wo sich die Viecher gern verstecken. Oft im Bad, im Katzeklo, da bieseln dann beide neben Droh. Es ist schon schwer für unseren Hund, die Mimi jagt ihn oft ohne Grund. Es ist zu viel für unseren Chico und haut sich dann sein Kopf am Discho. Dann bellt er wild wie eine Hyäne und zeigt allen seine Zähne. Doch dafür gibt's eine Strategie. Chico bekommt ein Leckerli. Ja, und die Mimi ist ganz empört. Das ist genau das, was sie so stört. Der Hund ist frech und sie kriegt nix. Der Chico hat heut seine Tricks. Ja, 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 Mimi, 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 das ist unser
ist unser Katz. Mi, kreisig wie ein Ratz. Chico, 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 so heißt unser Hund. Der ist zwar fett, aber gesund. Eben siehst, gib mir mal wieder mal. So, wir machen jetzt ein bisschen slawische Kunst. Und zwar brauche ich jetzt von allen von euch, von allen Kindern, die da sind, brauche ich die rechte oder die linke Hand. Rechte ist egal, eine Hand in die Höhe. Und dann gehen wir mit der Hand, mit dem ausgestreckten Zeigefinger zu unserem Mund. Und dann machen wir alle ganz laut so. Ganz laut, dass man euch hört. Und jetzt zu uns ganz laut ein kleiner Satz. Wir haben Hund und Hässlichkeit. Sie kehren zu uns, wir sind vereint, denn es sind unsere besten Freunde. So, wunderbar, sehr gut habt ihr es gemacht. Ihr hört es jetzt schon, wir haben jetzt ein bisschen einen anderen Rhythmus. Wer von euch traut sich jetzt zu mir auf die Bühne? Wie schaut es mit euch zwei aus? Habt ihr Lust, auf die Bühne zu gehen? Nein? Okay. Magst du auf die Bühne? Du traust dich, oder? Komm zu mir rauf. Wie heißt denn du? Ich weiß nicht mehr. Hanna. Applaus für die Hanna. Hanna, komm mal komm her zu mir. Du magst auch auf die Bühne? Super. So, jetzt stellt euch mal vor. Du bist die? Hanna. Applaus für die Hanna! Und du bist die? Anja. Die Anja, Applaus für die Anja! So, und jetzt brauchen wir aber nur 2 Burschen. Du, spring rauf, warte, da, spring da rauf, genau, so. Genau. So, wie heißt du? Ferdinand. Der Ferdinand, Applaus für den Ferdinand! Wahnsinn! Ferdinand, komm, der mag gleich zum Schlagzeug gehen, gell? Okay, so, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Du gehst jetzt einmal in die Mitte von den 2 Mädels. Wunderbar. Wir haben ja nicht so viel Platz heute. So. Habt ihr schon mal was von einem Kasachok gehört? Nein? Wer von den Kindern kennt einen Kasachok? Okay. So, das heißt, ich zeige euch mal, wie das geht. Ihr verschränkt alle eure Arme. Alle eure Arme, okay. Gut. Dann geht ihr in die Knie. So. Und wenn ich dann zum Spielen anfange, dann macht sie einfach so. Okay? Und ihr 3 müsst es natürlich vor die ganzen Erwachsenen so richtig cool machen, okay? Wie schaut's aus? Wo sind die Mädels? Es geht viel lauter. Wo sind die Mädels? Wo sind die Burschen? Packen wir's zum Kasachok. Okay? Alle in die Knie, Arme verschränken. Seid ihr bereit? Raus, 2, 3, hey! Das habt ihr jetzt sehr gut gemacht, aber, jetzt machen wir noch was Folgendes, und zwar, jetzt geht's ja mal wieder runter, springt mal kurz runter, aber aufpassen, nicht wieder. Jeder, der jetzt mit seinen Eltern oder mit der Oma oder mit der Tante da ist, kommt jetzt einmal mit den Eltern auf die Bühne, vor die Bühne, genau, holt einmal eure Eltern. Angie, du brauchst nicht kommen. Die Angie hat einen gebrochenen Fuß. Genau. Oder einen operierten Fuß. Genau. Also alle Kinder kommen jetzt einmal mit den Eltern. Genau. Und dann da ich sagen, geben wir mal schon ein bisschen Gas zu. So ein bisschen, genau. Liebe Kinder, liebe Eltern, ihr wisst ja, wir machen heute einen Film. Genau. Also, wir machen heute den Tollwood-Film. Ihr werdet dann die ganzen Jahre auf den Tollwood-Videos zu sehen sein. Genau. Und deswegen müsst ihr euch jetzt so richtig anstrengen. Wie schaut's aus? Sind alle Eltern dabei? Andrea natürlich, ganz klar, wunderbar.
Gib mir gleich außer Atem. Gut. Wir verschränken unsere Arme, gehen alle in die Knie, alle in die Knie, alle in die Knie, machen kurz nur einen Stimmungstest. Wo sind die Mädels? Wo sind die Burschen? Wo sind die Eltern? Prost, 2, 3, hey! Dankeschön. Dankeschön. Da brauche ich gleich was zum Trinken.